FC Bayern, deutscher Meister, ja so heißt der mein Verein. Ist ja gut, Leute, ist ja gut. Wir sind ja nicht zum Feiern hier, ne? Wir sind ja zum Analysieren hier. Oder zur Meinung austauschen. Wie auch immer man das nennen möchte hier. Gut, Leute, wir sind deutscher Meister. 3-1 heute, völlig verdient, meines Erachtens nach. Vor allen Dingen erste Halbzeit ganz klar, ganz klar dominiert. Zweite Halbzeit war es dann so 20 Minuten lang ein gleichwertiges Spiel. Da war Dortmund auch ein bisschen aggressiver, so in den Zweikämpfen und so. Da hat man wieder so ein bisschen den Kitzel gehabt, wenn man gegen Dortmund spielt. Der ansonsten in der ersten Halbzeit gar nicht da war. Das war so als, keine Ahnung, als wäre jede andere Bundesliga-Mannschaft nach München gekommen, aber nicht Dortmund. Zweite Halbzeit war es dann so, die ersten 25 Minuten war Dortmund ebenwürdig, würde ich sagen. Aber nach dem 2:1, ja, keine Ahnung, da haben die Dortmunder jetzt aber auch nicht wirklich so die Eier gehabt, um dann mal zu sagen, jetzt aber mal volle Attacke irgendwie. Das haben sie sich auch nicht getraut. Wäre wahrscheinlich auch nach hinten losgegangen, so wie wir zumindest drauf waren. Wir haben endlich mal ein bisschen Platz vorne gehabt. Wir konnten endlich mal ein bisschen spielen. Wir haben auch mal schnell gespielt. Wir haben auch mal die Bälle ein bisschen tropfen lassen und sowas, anstatt immer quer. Von daher hat Dortmund das wahrscheinlich schon richtig gemacht, aber sie haben auch nichts zu verlieren gehabt. Sind wir mal ehrlich. Sind safe Zweiter oder auf jeden Fall Dritter, wie auch immer. Auf jeden Fall Champions League und keine Ahnung, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht einfach. Wären wir dann am Ende des Tages selber schuld gewesen, dann musst du das Spiel eher zumachen. Ne? Du musst eher das dritte und auch für das vierte machen, gerade erste Halbzeit. War dann wieder teilweise so der letzte Pass, so das letzte Quäntchen irgendwie. Aber gut, 3-1 gewonnen, die Saison gut zu Ende gebracht, würde ich sagen. Wir haben noch 4 Spiele, beziehungsweise 3 Spiele. Aber ja, ich denke, verdient Meister, auch zu dem Zeitpunkt verdient Meister. Und dass es also ausgerechnet gegen Dortmund ist, war schön. Es war auch endlich mal wenigstens ein bisschen Stimmung im Stadion. Man hatte zwischenzeitlich mal wieder so ein richtig schönes Stadiongefühl. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, möchte es gar keine Spieler irgendwie groß benoten oder schlecht reden oder von daher schenken wir uns das diesmal einfach. Wir können festhalten, Kimmich hatte nicht ganz so einen guten Tag, hat sich aber reingebissen. Musiala, ja, da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen. Wir können ein bisschen was zu unserem Freund Gnabry sagen, der heute gar nicht so schlecht war. Nicht nur wegen seinem Tor, was er natürlich super schön gemacht hat, aber auch sonst hat er auch viel gearbeitet heute. Auch viel mit nach hinten musste er auch teilweise. Ich weiß nicht, ob er so ein Spiel gegen Dortmund braucht, um da ein bisschen angeheizt zu sein. Weil so gegen so etwas schwächere Mannschaften sieht man das bei ihm nicht so. Das ist ein bisschen schade, aber heute hat er das wirklich gut gemacht. Müller hatte auch nicht einen ganz so guten Tag, muss man fairerweise auch sagen. Also zumindest aus meiner Sicht, Müller und Kimmich sind so ein bisschen abgefallen. Dafür war Goretzka sehr stark, sehr auffällig. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, Fonsi hat es auch teilweise ein bisschen schwer gehabt, am Anfang ins Spiel reinzukommen. Wurde aber umso länger es ging immer ein bisschen besser. Aber bei all dem muss man halt auch einfach mal sagen, ja, man darf die Umstände auch nicht vergessen, ne? Unter denen wir, nicht nur wir, auch alle anderen Mannschaften, aber ich kann jetzt halt nur uns beurteilen.
Und da hatten wir halt schon teilweise krasse Umstände. Dank Corona erstens, ja. Wir haben viele Spieler gehabt, die mindestens zweimal Corona hatten und so eine Sachen. Dann hatten wir noch auch schwerwiegende Ausfälle mit dem Goretzka oder auch mit dem Davis, die dann lange weg waren, die auch lange brauchen, um erstmal wieder auf ein normales Level zu kommen. Dann haben wir unsere beiden Sorgenkinder mit Sané und Gnabry, die sehr schwankend spielen. Und dazu diese Vertragssituationen. Wenn man heute, ich habe heute auch mal so, ich bin ein bisschen später wie sonst bin ich ja direkt nach dem Spiel, bin noch ein bisschen on fire. Heute bin ich schon ein bisschen runter. Ich habe ja mal die ganzen Interviews reingehauen und so, und da hat man schon gesehen, oder beziehungsweise Lewandowski hat es ja auch gesagt, dass ihn das schon beschäftigt. Und da kann man dann auch nochmal, auch wenn es jetzt gerade um die Meisterschaft geht, da kann man nochmal ein bisschen Kritik aufkommen lassen. Also ich denke, von Vereinsseite kann man sich so eine Baustellen halt schließen. Erst recht dann vor so einem Viertelfinale in der Champions League. Und vielleicht hat man das nicht so auf dem Schirm gehabt, aber daraus sollte man auf jeden Fall für die Zukunft lernen. Das ist halt selbst einen zweifachen Weltfußballer Lewandowski ja anscheinend beschäftigt. Ja, und dass da noch keine konkrete Ansage von Seiten des Vereins kommt. Dass man bei Lewandowski zögert, kann ich voll und ganz verstehen von der Seite des Vereins. Aber man hätte das natürlich, also in meinen Augen, klarer kommunizieren können, und zwar mit allen 4 Spielern. Ja, und das auch schon vor 3-4 Wochen. Man hätte sagen können zum Levi, pass auf, wenn du fürs gleiche Geld bleibst oder wenn du für 10% weniger bleibst, machen wir das sehr gerne. Auch gerne für 2-3 Jahre. Und wenn nicht, ja, dann kannst du dir sehr gerne einen anderen Verein suchen. Dann sind wir dankbar für alles, aber wir können uns einfach nicht mehr leisten in der aktuellen Situation durch Corona. So, dasselbe kann man zu allen 4 Spielern sagen, um die es da geht. Und dann ist das Thema durch, ne? Klar, geht man da noch in Verhandlungen hin und her, aber man kann doch schon mal so eine Grundhaltung gegenüber den Spielern äußern, ja, damit der Spieler weiß, was Phase ist, woran er ist. Und wie gesagt, Lewandowski hat es im Interview gesagt, dass ihn das beschäftigt. Und wenn man die schwankenden Leistungen vom Gnabry sieht, denke ich, wird ihn das auch beschäftigen. Und anscheinend beschäftigt das ja dann irgendwo dann den Kumpel Kimmich, den Kumpel Sané vom Gnabry und das und hier und da. Und das nimmt natürlich dann schon irgendwo Einfluss. Und diese Baustellen kann man sich in Zukunft halt einfach von vornherein schließen. Ja. Ob man jetzt mit allen verlängern muss, sollte, habe ich im anderen Video schon gesagt, vielleicht sollte man, oder wenn es jetzt gerade die Zeit ist oder der finanzielle oder der Haken, und das es am finanziellen scheitert, sollte man vielleicht sagen, ja, wir ziehen einen Umbruch durch. Keine Ahnung, ob das sinnig ist. Habe ich ja im anderen Video schon gesagt, das sei mal dahingestellt. Da kann jeder seine Meinung haben. Wir wissen nicht die Zahlen, die dahinter stehen. Die werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber ich bin definitiv dafür, dass alle 3 älteren Spieler nicht dahin gehen können und sagen können, sie möchten mehr Geld haben. Wenn dem so ist, ja, dann muss man halt sagen, jo, tut uns leid. Es geht halt einfach nicht und man muss sich trennen, ja. Sag ich ganz klar, weil ja, dass Corona auf englische Vereine oder auf irgendwelche spanischen oder italienischen Vereine, die keinerlei finanzielle Konsequenzen haben, wenn man guckt, dass Real Madrid oder Barcelona über 1 Milliarde verschuldet sind und dass die einfach nicht poppt, dann ist das schön, dann können wir da aber einfach nicht mitgehen, ja. Und ich denke gerade so Spieler wie Neuer oder Müller oder auch Lewandowski, die so lange im Verein sind, wenn man mit denen da offen und ehrlich drüber spricht, sollte da auch was machbar sein. Zumindest wenn man schätzt, was man in München hat, dann sollte das machbar sein. Beim Gnabry sieht das ein bisschen anders aus. Für ihn geht es darum, mehr Geld zu bekommen. Aber auch da muss man mal knallhart sagen, Junge, es sind Corona-Zeiten und ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, die da wieder im Raum standen, aber wenn die stimmen, ja, da muss man leider sagen, tschüssi, ne? Ganz klar, die kannst du nicht zahlen für so eine Durchschnittsleistung, die er in dieser Saison geboten hat. Punkt.
Ja. Meine Meinung. Auch wenn er heute gut war. Gut. Groß zum Spiel kommen. Wir gucken mal in die Statistiken rein. Ob die irgendwie was Besonderes belegen. Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Abwehr. Ich fand, wir haben es ganz gut gemacht heute. Upa hat es ganz gut gemacht. Hernandez war der Beste in der Dreierkette, definitiv. Hat viel auch für Fonsi mit rausgearbeitet, aber auch ansonsten, wo er den Reus da noch im 16er da den Ball weggrätscht, wo er angeflogen kam, wie so ein Berserker und so. Hat mir sehr gut gefallen. So, ich zoome mal ein bisschen rein. Gut, Ballbesitz 58:41, Abseits 4:3, Fouls 9:11, Zweikämpfe 44:55. Ja, alter Belly. Das habe ich nicht so gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Torschüsse 6:2, Schüsse insgesamt 14:7, Ecken 3:1, angekommene Pässe 531:350, Flanken 6:3. Ja, das spiegelt es ganz gut wider. Wie gesagt, die Zweikämpfe habe ich nicht wirklich so gefühlt, dass Dortmund da jetzt eben gut... Sie hatten die guten 20 Minuten, da waren sie fickrig in den Zweikämpfe, aber allein erste Halbzeit, I don't know. Aber gut, wenn das so ist, ist das so. Schüsse insgesamt, Levi 2, Müsala 2, Hernandez 1, Torschussvorlagen, Goretzka 1, Müller 1, Sabitzer 1. Ja, sein komischer Kopfballfilm muss ja. Das sah auch witzig aus. Gewonnene Zweikämpfe, Goretzka 9, Pavard 7, Kimmich 6. Dass Goretzka hier steht, ja, Goretzka war auf jeden Fall der auffälligste Mittelfeldspieler. Ballkontakte, Pavard 102, Hernandez 92, Kimmich 91 und gefoult worden. Können wir uns getrost schenken. Ich denke, erstmal, was ich gar nicht verstanden habe, die Aussagen von Sky, dass Pavard die letzten Wochen in keiner guten Form war. Was ist los mit denen? Also ich hab ein Pavard stark gesehen, habe ich auch in meinen Videos jedes Mal gesagt. Und ich fand ihn heute auch stark. Ja, er ist nicht der offensive Rechtsverteidiger, das wird er auch nicht mehr werden, das ist auch nicht seine Aufgabe. Also, aber was ich heute auch wieder gesehen habe, wenn er zwischendurch mal in die Mitte gezogen ist und so, ich glaube, wir werden, wenn es so kommt, dass wir den Rechtsverteidiger da von Ajax verpflichten, wenn Pavard in der Mitte spielt, glaube ich, werden wir noch einiges an Freude haben an Pavard. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, ich habe ja auch viel auf ihn draufgehauen, wo er Rechtsverteidiger da so die schlechte Phase hatte. Aber jetzt die Spiele in der Dreierkette sind wirklich sehr gut von ihm. Und ich denke, wir werden da noch viel Freude haben. Vielleicht ein paar Worte zu Upa. Upa hat es heute auch wieder sehr gut gemacht. Hat einen Haaland gut im Griff gehabt. Und dass der Haaland dann diese eine Szene hatte. Ja, Haaland und Reus sind natürlich auch keine Leute, die schlecht sind, ja. Dass die auch mal eine Szene haben in so einem Spiel, was 90 Minuten geht, ist auch klar. Aber im Großen und Ganzen hat das sehr gut gemacht, war sehr sicher auch. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er wieder so irgendwie ein bisschen nervös ist oder sowas. Also mir hat es sehr gut gefallen, sehr, sehr gut. Die Dreierkette da hinten, auch die Dreierkette hat mir auch schon vorher sehr gut gefallen. Und ich denke, wenn die einfach mal jetzt auch noch die Spiele kriegen, bin ich da guter Dinge für nächste Saison. Ne? Das sieht gut aus. Auch Opa heute, wenn man so vorm Spiel gesehen hat, abgeklatscht und ein bisschen angefeuert und so, scheint langsam auch ein bisschen besser anzukommen. Ist natürlich auch nicht, du kommst in eine neue Mannschaft und sollst dann gleich der Abwehrchef sein, oder was? Das kann halt auch nicht klappen. Ne? Wer selber Fußball gespielt hat, wer mal im Verein gewechselt hat, weiß das selber. Ist natürlich auch immer noch ein bisschen typabhängig, aber ja, ich bin da guter Dinge. Da haben wir 3 gute Innenverteidiger. Nianzu haben wir noch hinten dran. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wir müssen da nicht irgendwie so einen Rüdiger oder Ginter auf Teufel komm raus verpflichten, sehe ich nicht. Wir haben noch einen Richards in Hoffenheim, der auch nur ausgeliehen ist. Obwohl ich da wahrscheinlich denke, dass wir den eher verkaufen werden aus wirtschaftlicher Sicht. Ich weiß es aber nicht. Wird man alles sehen. Darum soll es gar nicht gehen. Ein bisschen deutscher Meister, völlig verdient, meines Erachtens nach. Wir waren die beste Mannschaft, das kann man so sagen. Klar hatten wir ein paar Wackler, aber wie ich schon sagte, man darf immer nicht die Situation vergessen, in der unsere Mannschaft war und ist. Und ja, sind halt am Ende des Tages auch alles nur Menschen, ne? Auch wenn wir da immer drauf rumhangen und auch wenn sie eine Menge Geld verdienen und
man einiges nicht nachvollziehen kann. Aber am Ende des Tages sind es halt alles auch nur Menschen. Und ich denke, keiner ist freiwillig in der Champions League gegen Villarreal ausgeschieden oder hat so ein schlechtes Spiel im Hinspiel geliefert. Ansonsten, mich hat es gefreut für Nagelsmann, oder der eine oder andere ist ja auch richtig eskaliert. Der Neuer eskaliert immer, habe ich auch letztes Jahr schon gesagt. Der Neuer ist, wenn du den siehst, das ist für den die erste Meisterschaft. Ja, der feiert immer gleich, der geht immer steil. Sehr schön anzusehen. Er hat mich gefreut und war heute der passende Rahmen. Und wir haben noch 3 Spiele jetzt. Nagelsmann hat ja auch schon noch geredet von, ja, vielleicht kommen wir noch an die 100 Tore dran und sowas. Weil da auch die Frage im Raum stand, ja, wie ist denn, wenn sie jetzt Meister werden? Wie sind dann die letzten 3 Spiele? Also, ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal in diese Situation sind und wir haben noch nie ein Spiel abgeschenkt, ja, um irgendwie Einfluss auf irgendwas zu nehmen. Also von daher. Aber gut, das sind Reporter, ne? Sei mal dahingestellt. Wie gesagt, die 10 steht. 10-mal in Folge, krass, auf jeden Fall krass. Natürlich begünstigt durch die Schwäche der Konkurrenz, ja. Man muss nicht immer sich dahinstellen und sagen, die Bayern sind so übermächtig. Es gab in den letzten Jahren genug Chancen für andere Teams. Wir erinnern uns, dass Leverkusen mal zur Halbzeit vorne war mit 6 Punkten. Ich weiß nicht, welche Saison das war. Dortmund war mal ein paar Punkte vor uns und so weiter und so fort. Dass die Mannschaften dann das alle nicht auf die PS auf den Rasen kriegen, über die Konstanz von 34 Bundesligaspielen gesehen, ist nicht unser Problem. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir ohne Niederlage oder ohne Punktverlust die Liga dominieren. Ja? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben auch 4 Niederlagen, 3 Unentschieden. Ja, es liegt nicht an uns. Ne? Ich bin sehr gespannt auf die nächste Saison. Klar gehen wir wieder als Favorit ins Rennen. Ich denke aber, Dortmund wird auf jeden Fall stabiler sein, auch ohne Haaland. Sie werden da schon einen finden, der die Tore macht bei denen. Gerade mit Süle werden sie hinten auf jeden Fall stabiler sein. Was ja so ein bisschen die Schwäche war von Dortmund diese Saison. Leverkusen weiß ich nicht, kann ich gar nicht einschätzen, ob die mal ein bisschen Konstanz reinkriegen. Ich denke, Leipzig wird ein ernstzunehmender Konkurrent sein, vor allem wenn sie den Kader halten und vielleicht noch mit 1, 2 guten Ergänzungen verstärken. Aber da muss man alles abwarten, das kann man jetzt nicht sagen. Klar wird sein, wir werden der Favorit sein, ob jetzt ein Lewandowski wechselt, ein Gnabry wechselt. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Müller oder Neuer wechseln werden. Ich denke, die werden beide verlängern oder beziehungsweise die Verträge laufen ja nicht aus, aber da wird der Verein nicht sagen, ja, dann geh bitte. Beim Levi, da sehe ich die Chance im Moment 50-50. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er bleibt, aber da muss man halt auch ganz klar sagen, man kann da nicht, das ist dasselbe Spielchen wie beim Alaba, man kann da nicht dann die übermäßigen Forderungen erfüllen, wenn ich so eine Lothar heute höre, mit der Aussage, ja, man muss alles gehen, man muss an die finanziellen Grenzen gehen, um Lewandowski zu halten. Nein, sehe ich nicht so. Warum sehe ich das nicht so? Du kannst nicht jetzt einen Spieler, ich weiß nicht, sagen wir mal, der verdient jetzt 20 Millionen, kannst du nicht sagen, jetzt er ist 34, glaube ich, wird dann 35, 36, 37 die nächsten 3 Jahre. Wenn wir den jetzt um 2 Jahre verlängern und er kriegt dann 25 Millionen. Wie willst du dann gegenüber einem Gnabry rechtfertigen, wenn man ihm sagt, du kriegst hier 13 Millionen oder 14 Millionen und das war's? Oder generell dann die Spieler, Neuverpflichtungen und so weiter. Man muss da ein bisschen realistisch sein, gerade jetzt in Corona-Zeit. Normalerweise müssten die Spieler sagen, yo, wie ich schon sagte, so ein Neuer, so ein Müller. Wir wissen, wie alt wir sind, wir wissen, was wir an einem Verein haben, wir wissen, dass wir hier gutes Geld verdienen und es ist mir scheißegal, ob ihr mir jetzt 2, 3 Millionen weniger zahlen könnt nur im Jahr. Hauptsache, ich kann noch 2 Jährchen hier spielen. Ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen zu naiv. Ein bisschen zu naiv, passt eigentlich am besten. Ne? Aber ich sehe das auch immer so ein bisschen aus meiner Perspektive. Ich habe auch einen Job, wo ich ganz gut verdiene. Aber wenn ich den Job wechseln würde, was ich jederzeit könnte, würde ich locker 1/3 mehr verdienen. Ja? Hätte natürlich auch mehr Stress und so weiter. Das muss man immer so für sich selber entscheiden. Ne? Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv, wer weiß. Aber es werden spannende Wochen werden, denke ich.
soll ja jetzt dann irgendwann Gespräche geben. Ich denke mal, Meisterfeier jetzt, jo, da wird erstmal ein bisschen feuchtfröhlich was abgehen. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen in den nächsten Wochen. Und das Schöne ist, oder ich hoffe, die Verantwortlichen kriegen das hin, was sie wollen. Und ich hoffe, sie lernen daraus. Ja, dass man halt die Mannschaft nicht in diese Situation bringt. Dass dadurch Unruhe einfach da ist. Das, ich meine, ist ja vielleicht auch irgendwo menschlich, wenn ein Spieler nicht weiß, jo, was ist jetzt nächstes Jahr? Man muss ja auch planen, man hat eine Familie, man hat vielleicht ein Haus, sonst was, schulpflichtige Kinder und so weiter. Ja, na klar, dann alles nicht so einfach, wenn man dann auf einmal sagen würde, ja, ich gehe jetzt aber doch woanders hin, jetzt so irgendwie, das weiß ich jetzt seit einer Woche oder sowas. Kann man halt schon alles irgendwo verstehen. Aber ich denke nicht, dass der FC Bayern da steht und sagt, wir wollen euch nicht hier haben. Ja, wenn die Spieler nicht mehr Geld wollen oder vielleicht auf einen kleinen Teil von sich aus verzichten, denke ich, gibt es keine Probleme, bei unserem Verein zu bleiben. Und das muss dann jeder für sich selber beurteilen, ob er das möchte oder nicht. Gut, das soll es gewesen sein. Ja, richtiges Saisonfazit, keine Ahnung. Werden wir nach den Spielen mal ziehen. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Abstand. Im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, unter den Voraussetzungen, die wir hatten, muss man zufrieden sein. Klar hätte man gegen Villarreal weiterkommen müssen, keine Frage. Klar hätte man nicht so aus dem DFB-Pokal ausscheiden dürfen. Man darf aber nicht vergessen, neuer Trainer, der selber noch nicht große Mannschaften trainiert hat. Das muss sich erstmal alles finden irgendwo, ja. Abwehr mit UPA, neuen Spieler, der sich auch erstmal finden muss und so weiter. Das ist alles nicht so einfach, wie es ist. Dazu hatten wir viele dann auch Verletzungen, die lange weg waren. Kimmich mit dieser Impfdebatte und diese ganze Scheiße, die alles auch nicht so zu beigetragen hat, dass mal irgendwie Ruhe da im Verein war und so weiter. Ich denke, nächste Saison kann nur besser werden, kann nur konstanter werden. Und wenn alle Beteiligten so ein bisschen aus ihren Sachen lernen, bin ich guter Dinge, dass das auch in Zukunft gut wird bei uns. Also Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, feiert die Meisterschaft, genießt es, dass es gegen Dortmund war und wir sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne,